Ja, gute Mittag, André Bauler. Wir sind heute zu Ölwen an der Bibliothek Toni Bursch, in dem schönen Adames Haus. 20 Jahren verwaltet der Clever Kanton das Bibliothek. Wie kommt es dazu, dass das Bibliothek um Toni Bursch benannt ist? De Toni Bursch als effektiv vun de Matbegrünner vun der Vereinigung de Clever Kanton, Verein fir dat kulturell Liewen wie in déi Zeit genannt gin ass. Toni Bursch war Professor am Dschungellycée an der Staat en ass d'Origin vun Wächerdang net da jo se Opnahmeexamen zu dickeg am Kolleg gemet. An den Toni Bursch war spéder hin noch Professor am Kurs supérieur an en ass bekannt als Victor Hugo-Forscher, noch ganz viele Artikeln auf französischer Spruch, iwwer och französisch Schriftsteller, die heute zu Lützeburg de Passage waren geschrieben. Bref, et lor op der Hand fir sein Numm zu holen, fir Bibliothek no him zu benennen, engerseits weil Literat war, an noch Literaturforscher, andererseits weil aus der Region war, weil sich ganz stark angesagt huet fir die Interessen vun dem Kanton Kliew am Land. Wie eng Offer vun den Allo heuer an der Bibliothek rëmmen, wat Bibliothek de Leute aus dem Meislik un? Als Bibliothek besteht schon seit dem Jahr 2000. Wir sind noch heute 2011 an das renoviert Adameshaus oder Schudenhaus aus dem Anfang vom 17. Jahrhundert kommen. Das ist ein Haus, das genug Platz bietet für unterschiedliche Literatur, Belletristik, Kanner, Jugendbücher, Romane natürlich, aber auch Sachbücher, Bücher an denen 3 Sprachen oder 4 Sprachen, Lützeburgisch, Französisch, Deutsch und Englisch, mit ganz viel Deutschbücher, mit auch die Französische Kollektion ausgebaut. Daneben setzen wir natürlich auch am digitalen Zeitalter auf E-Books, neben denen 14.000 klassischen, traditionellen Papierbücher, wenn ich so kann, haben wir rund 100.000 E-Books, die noch heute kann auslehnen. Wir sind noch am Verbund mit den Bibliotheken, den öffentlichen Bibliotheken aus dem Land, was unter der Ägide auch von der Nationalbibliothek lebt, an, wie gesagt, auch vom Kulturministerium unterstützt wird. Ja, die Bibliothek wird regelmäßig besichtigt, von jung an alt kann ich sagen. Wir sind am Anfang einer Bibliothek, die regelmäßig abmischt, ob dies Montags, Donnerstags, Freitags, auch noch Samstags ab. Details finden Sie auf unserer Homepage www.dck.lu. Di lo viel iwwer Literatur geschwart, Bicher natürlich wesentliche Bestandteil von einer Bibliothek, wat oder auch Aktivitäten, die da ubit die an der Bibliothek. Wir versuchen natürlich immer eine Liewesbibliothek zu sein. Das will heißen, dass wir aber mehr oder minder regelmäßig Autoren noch besuchen, die hier Bücher vorstellen kommen, auch Lesungen haben mit Autoren von Kannerbüchern. Wir organisieren aber auch von Zeit zu Zeit Konferenzen. Wir hatten 2 historische Konferenzen geplant, beziehungsweise ein konnte nach just für Corona aufgehalten gehen über den 30-jährigen Krieg, für die dann zu evokieren, ein anderer als geplant, für die am neuen Jahr aber ein Kehr aufzuhalten. Bref, Konferenzen, Lesungen, und vielleicht auch die eine oder andere kleine Animation, die wir in der Bibliothek anbieten. Sind das Konferenzen, die sich auf den Norden vom Land beziehen, hauptsächlich? Wie müssen Sie sich das vorstellen? Das kann ein Thema sein, das in Relation mit der Region, mit dem Meislik. Das muss aber nicht der Fall sein. Das hängt ganz davon ab, was der Autor vom Thema behandelt wird, beziehungsweise was die Leute interessiert. Wie ist es mit jungen Leuten, können die beispielsweise für die Schule einen großen Platz für zu schaffen? Haben die Möglichkeit, für heute an die Bibliothek Lunch zu kommen, für heute zu schaffen? Das tun wir auch. Also, soweit ich weiß, kommen regelmäßig junge Leute hin, für einen Platz, wo sie können recherchieren, wo sie noch Bücher können sichern, aber auch die eine oder andere Aufgabe vielleicht schreiben oder der eine oder andere Gedicht auswendig lernen. Das unterstützt doch die jungen Leute für beispielsweise mit Material, mit Büchern, die sie heute können finden, auch über die Gegend, falls sie ein Sujet haben, den aus der Gegend heute tretiert, könnt ihr da aushelfen? Ja, wir lehnen ja die Bücher traditionell wie eine klassische Bibliothek auch aus. Das ist da noch eine Luxemburgenser-Kollektion, also Bücher, die dann direkt in Relation mit unserem Land stehen, die natürlich auch auslehnen kann. Das ist so nicht für uns, merci. Das gerne geschieht.